moin moin liebe Leute, schön, dass ihr wieder hier seid. Ich bin Detlef Dresen, heute euer Duke, also euer Ukulele Duke. Beim letzten Mal habe ich euch die Standard-Ukulelen vorgestellt, die Sopran-Ukulele, die Konzert-Ukulele und die Tenor-Ukulele. 3 verschiedene Größen. Die Standard-Ukulele ist die Sopran-Ukulele. Die anderen beiden, Konzert- und Tenor-Ukulele, sind ein bisschen größer. Für diejenigen, die breitere Finger haben, mehr Klangvolumen haben wollen oder deren Finger nicht ganz so mobil sind. Heute stelle ich euch 3 andere Ukulele-Größen vor. Ich fange an mit der Bariton-Ukulele. Die Bariton-Ukulele ist noch ein kleines Stückchen größer als die anderen 3. Ich hole sie mal eben her. Das hier ist die Bariton-Ukulele. Zum Vergleich die Sopran-Ukulele. Ist schon ein Stückchen kleiner, ne? Sieht man sofort auf den ersten Blick. Die Bariton-Ukulele ist deutlich größer. Sie hat deutlich mehr Volumen. Und Gitarrespieler erkennen den Klang wieder. Sie klingt ziemlich wie eine Gitarre. Sie hat auch eine tiefe Seite, die hier oben ist, anders als die anderen 3. Die haben ja die typische hawaiianische Stimmung mit der hohen Seite oben. Die Bariton-Ukulele hat tiefe Seite als erste und da geht es langsam hoch. Außerdem haben Gitarrespieler vielleicht schon die Stimmung wieder erkannt. Das sind nämlich die 4 höheren Saiten der Gitarre, D, G, H und E. Wir erinnern uns, bei den anderen 3 ist die hawaiianische Stimmung G, C, E und A. Hier haben wir hier haben wir D, G, H und E. Hier haben wir D, G, H und E. Wir können als Gitarrespieler also dieselben Griffe greifen wie auf der Gitarre, nur dass wir die beiden dicken Saiten, die E-Seite und die A-Seite, uns wegdenken. Oder andersherum gedacht, jemand, der anfängt mit der Ukulele und mit der Bariton-Ukulele anfängt, greift dieselben Griffe wie auf der Sopran-Ukulele. Es klingt aber ein paar Töne tiefer. Beispiel dies hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das ist auf der Ukulele, auf der Sopran, auf der Konzert- und auf der Tenor-Ukulele G7. Auf der Bariton-Ukulele ist es D7. Ja, das ist die Bariton-Ukulele. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen tiefer, nämlich zur Bass-Ukulele. Die Bass-Ukulele, man hört es schon ein wenig. Hat tiefen Wumms. Die Bass-Ukulele ist zusammen mit der Bariton-Ukulele in einem Ensemble das Fundament des Ganzen. Na? Sie setzt die tiefen Töne, oben brillieren die Sopran-, Konzert- und Tenor-Ukulele und unten spielt der Bass. Die Bass-Ukulele ist genauso gestimmt wie Kontrabass oder der E-Bass. Also sind die Töne E, A, D und G. Auf der Bass-Ukulele spielen wir keine Akkorde, sondern da spielen wir Basslinien. Jeweils einzelne Töne normalerweise. Ja, das ist die Bass-Ukulele. Und wenn wir schon beim tiefen Extrem angekommen sind, springen wir nochmal ins höchste Extrem. Und das ist die Sopranino.
Wer glaubt, dass es etwas Kleineres als die Sopranukulele gar nicht mehr geben kann, weil schon da die Finger ziemlich dicht beieinander stehen, der kennt noch nicht die Sopranino. Die Sopranino ist noch ein kleines Stückchen, ein ganz kleines Stückchen kleiner als die Sopranukulele. Der Korpus ist kleiner und der Hals ist auch deutlich kürzer. Das heißt, das ist die Herausforderung für diejenigen, die schmale Finger haben und die flinke Finger haben und schnell den Platz finden auf der Ukulele. Die Sopranino sieht man eigentlich eher selten. Sie hat nicht besonders viel Wumms. Ich spiele mal hier einfach mal einen Akkord. Ja, das ist eher ein bisschen zaghaft, aber sie sieht einfach niedlich aus, das ist unser Baby. Und wenn man zum Schluss des Konzertes nochmal eben die Sopranino rausholt und darauf ein paar Töne spielt, hat man sicher die Gunst des Publikums sofort auf seiner Seite. Außerdem ist die Sopranino so klein, die bekommt man, okay, ich habe Flugangst, aber es gibt bestimmt Leute, die gerne mal auf Reisen gehen und die Sopranino mitnehmen. Die bekommt man auch ins Reisegepäck. Und wenn man zwischendurch irgendwo bei 8000 Metern in der Höhe seine kleine Sopranino aus dem Gepäckfach holt, dann kann man mit allen anderen Reisenden zusammen über den Wolken spielen. Ja, das waren die besonderen 3 Größen. Ich hole sie nochmal her. Die Bass-Ukulele, das Baby, die kleine Sopran-Ukulele auf der anderen Seite und die Ukulele für Gitarrespieler, die nicht groß ihre Akkorde und Griffe umlernen wollen. Halt, das ist ja die Sopran-Ukulele. Das ist die Bariton-Ukulele. Okay, also soweit, ihr Lieben. Viel Spaß mit der Ukulele oder den Ukulelen. Euer Detlef Dresen, der Duke.